Neuer Tag und es pisst wieder. Ja, super. Vielleicht auch das Dankeschön dafür, dass ich gestrigen Abend nicht den Mut dafür gefunden habe, doch mit ihm nochmal zu sprechen. Nicht zu opfern. Das sagt sie so leicht. Ich kann hier ein bisschen umsehen. Ich würde eigentlich dorthin gehen. Was sagt denn da die Karte? Da geht es einfach irgendwo, Sahasra-Hügel. Was auch immer das genau sein soll. Schönen guten Tag. Was für ein Wetter. Ja, da haben Sie recht. Holzpfeile aber noch genug. Holzpfeile, Holzpfeile. Ich wollte fragen, was ist denn eigentlich der Unterschied? Hier schönes Feuerpfeile. Eins noch Feuerpfeil. Wie viel habe ich überhaupt noch im Inventar von Feuerpfeilen? Das weniger, aber das Bombenpfeilen, die verkauft sich offenbar nicht. Guten Tag. Ja. Ein Anblick, es kaum junge Leute, die sich für das Bogenschießen interessieren. Mein Fall sind Ladenhüter. So sieht was aus. Kann ich auch verkaufen? Ja, Äpfel hat er ja weniger. Da langsam ein bisschen das Geld aus. Ma. Dann noch ein Opal wäre auch ganz nett. Ah. Jo, ich habe zu danken. Ich esse viele Bocklinhörner. Ich werde sicher wieder auf den Haufen Bocklins treffen, also kann ich sicher ein paar davon verkaufen. Jo, ist gut, 150. So, dankeschön. Ja, ich komme bald wieder, keine Sorge. Feuerpfeile im 5er-Pack dann gerne. Nehmen wir direkt beide. Echt teuer, Feuerpfeile. Qualität hat ihren Preis. Leider, leider. Was sonst alles schon gesehen bei Kakariko? Irgendwie glaube ich das weniger. Wo ist das Feld? Der Brücke war ich auch schon. Da sind noch ein paar Äpfel. Was haben wir hier noch Schönes? So, da haben wir nur ein normales Haus. Guten Tag. Ein normales leeres Haus. Wow. Freche Türe. Beinahe geköpft. So. Regen. Ach, Mädel. Ja, aber schon mal angesprochen. Was haben wir hier sonst noch so? Ein einziger Stall von Huhn. Okay. Ein anderes Kürbisfeld. Hä? Ah ne, das sind Karotten. Ich dachte schon. Eine Schleichschnecke hier? Seltsamer Ort. Ah, da ist noch irgendetwas. Was ist da? Was blitzen? Ein Apfel. An so einem Ort. Sowieso auch nicht. Das ist ein normaler Stock. Brauche ich nicht. Da bereits bessere Waffen. Wer wohnt denn hier noch? Offenbar niemand oder derjenige, der... Oh, schon wieder diese Türen, ey. Die ständig umliegen wollen. Vermutlich wohnt der Karottenbauer da. Ja, sollte Unkraut jäten. So, ich schätze mal, habe Kakariko mehr oder weniger abgegrast. Hier ist der Federsee. Ja gut. Warum eigentlich nicht? Weil irgendwie, egal wie ich es drehe und wende,
Es bringt nichts. Aber 100 Jahre lang geschlafen. Keine Ahnung mehr von nichts, aber offenbar das Einzige, was wohl klar ist, ist, ich habe versagt vor 100 Jahren. Und das muss ich wieder gut machen. Egal wie. Impa, ich bin zurück. Die Prinzessin hat alles riskiert, um dir diese Botschaft zu hinterlassen. Wenn ich fest entschlossen bist, kann sie dir nicht übermitteln. Bist du bereit für sie zu sterben? Ja, das bin ich. Sieh an, sieh an. Du magst dein Gedächtnis verloren haben und du bist immer noch derselbe. Wenn es darum geht, das Richtige zu tun, ist auf dich stets Verlass. Gut. Da du dein Gedächtnis verloren hast, solltet ihr wohl alles von Anfang an erzählen. Das Königreich von Hyrule wurde seit uralten Zeiten immer wieder von einer unheilbringenden Verheerung namens Ganon heimgesucht. Doch stets erschienen auch ein Jüngling mit der Seele des Helden und eine Prinzessin mit dem Blut der Göttin. Jedes Mal, wenn unsere Welt bedroht wurde, gelang es diesen beiden mit vereinten Kräften, das Böse zu besiegen. Aus jedem dieser Kämpfe gegen Ganon ging eine neue Legende hervor. Doch dann, vor 10.000 Jahren, wollte man diesen ewigen Kreislauf der Geschichte nicht länger hinnehmen. Hyrule hatte sich zu einer Hochkultur entwickelt, in der die Angst vor Monstern und Magie endlich der Vergangenheit anzugehören schien. Und so beschloss man, dem Helden und der Prinzessin jener Zeit mit Hilfe technologischer Wunderwerke zu helfen. Das Ziel dieses Plans war, die Verheerung Ganon für alle Zeiten zu versiegeln. So entstanden 4 gigantische Titanen, die von einem Piloten gesteuert werden sollten. Zudem wurde ein ganzes Heer von automatischen Kampfmaschinen erschaffen, die Wächter genannt wurden. Als Piloten der Titanen wurden aus den Völkern Hyrules 4 herausragende Krieger ausgewählt. Nachdem all diese Vorbereitungen abgeschlossen waren, fühlte man sich Ganon gegenüber gewappnet. Als nun die Verheerung tatsächlich wiederkehrte und Hyrule angriff, erhob sich ein mächtiges Heer an der Seite des Helden und der Prinzessin gegen Ganon. Eine schier unermessliche Zahl von Wächtern rückte vor und stellte sich schützend vor den Helden. Die gottgleichen Titanen entfesselten ihre Energien und zwangen das Böse in die Knie. So gelang es dem Helden, Ganon mit dem heiligen Bandschwert niederzustrecken. Und die Prinzessin besiegelte sein Schicksal mit der Kraft ihres königlichen Blutes. Mhm. 100 Jahre ist es nun her. Um uns auf die prophezeite Wiederkehr Ganons vorzubereiten, folgten wir dem Vorbild der 10.000 Jahre alten Legende. Doch das Ergebnis war nicht so, wie wir uns erhofft hatten. Wir hatten seine Macht unterschätzt. Um diesen Fehler nicht zu wiederholen, hinterließ die Prinzessin dir die folgenden Worte. Befreie die 4 Titanen. Die 4 Titanen? Die 4 Titanen, so nennen wir die antiken Kriegsmaschinen der Sheikah. Sie wurden von den 4 Recken gesteuert, bevor sie Ganon zum Opfer fielen. Daruk, vom Stamm der Geronen, steuerten den Titanen Farudania.
Rivali von dem Oni kontrollierte, war Medoha. Der Titan von Mifa, der Zora, nannte sich Faruta. Und Urbosa von dem Gerudo steuerte Phanaboris. Und die Macht der Titanen wäre es aussichtslos, sich Garn entgegenzustellen. Vor 100 Jahren wurden sie uns von Garn entrissen. Jetzt ist die Zeit gekommen, sie uns zurückzuholen. An den 4 Völkern, die auch heute noch in Hyrule leben, findest du vielleicht Hinweise auf ihren Verbleib. Okay, boah, ist es weit weg. Das Licht des Sheikah-Steins wird den Weg weisen, dorthin, wo du die Anführer der Völker treffen wirst. Die 4 Titanen. Doch dein Sheikah-Stein ist nicht vollständig aktiv. Prinzessin Zelda hat ihn dir hinterlassen. Für dich ist er Wegweiser und Gedächtnis in einem. Ich frage mich, vielleicht kannst du im Institut für Antikenforschung in Hateno Hilfe bekommen. Hateno? Warte mal, den Namen kenne ich doch. Auch nicht gerade in der Nähe. Der leuchtende Punkt im Osten ist Hateno. Das ist eines der wenigen Dörfer, die von der großen Verheerung weitgehend verschont blieben. Du bist Zeldas, nein, ganz Hyrules einzige Hoffnung. Es ist kein Zurück mehr. Folge nämlich Herzen, erfülle dein Schicksal. Tu es. Los, endlich. Ja, also gut. Was ist? Ich habe es beraubt. Du bist gerade erst aufgewacht. Wenn du Garn aufnimmst, den Sheikah-Stein reparieren. Alles klar, Mann. Zelda kämpft bis zum heutigen Tag allein mit Ganon. Niemand aus dir kann Zelda retten, kann Hyrule retten. Bitte brich so schnell wie möglich auf. Okay, mache ich. Das gibt's ja nicht, ey. Wie alt ist denn das alles schon? Die ganze Geschichte. Vor über 10.000 Jahren stellte man sich Ganon entgegen. Wir hatten damals, so wie Impa erzählt, problemlos besiegt. Ja. Und jetzt ist irgendwie alles für den Arsch gewesen. Wobei ich frage mich, ob das der gleiche Ganon ist. Weil eigentlich, wenn ich, also sprich der Held, wenn ich schon wiedergeboren werde und Zelda als Prinzessin von der Göttin wiedergeboren, der auserwählte Held, wenn ich immer wieder wiedergeboren werde, müsste es doch eigentlich Ganon selbst auch. Tja, wenn nicht, ist ja gar kein Wunder, dass er nach 10.000 Jahren wieder zurückkehrt. Oh, hier ist irgendwas auffällig. Dass er besser aufgewappnet war. Ein Topaz, sehr schön, wir müssen mehr Geld. Zum Dorf hinreiten, gar nicht mal so eine dumme Idee. Oje, oje. Hatten das niemals ein Ende? Der Kampf gegen Ganon. Der auserwählte Held, die wiedergeborene Göttin. Muss das immer so weitergehen? Wo mir jetzt plötzlich ganz Gedanken verloren, bin ich plötzlich irgendwo gelandet. So eine coole Aussicht. Ein Goblin reitet ein Pferd, ja, warum auch nicht. Zum Institut gehen, ja, das ist eine gute Idee. Ich guck nur, da ist der Turm vom nächsten Gebiet, da ist schon wieder einer. Habe ich vielleicht irgendwo noch einen Schrein übersehen? Oh, wenn ich ehrlich bin, der Sheikah-Sensor reagiert auch nicht. Wo kommt ihr plötzlich her? Ganz seltsam. Okay, okay. Ich muss sagen, wenn ich jetzt sowieso dahin muss.
Beziehungsweise kann ich mich eigentlich relativ leicht hin teleportieren von hier aus. Warte mal, erwähnt, dass ich hier durchgehen soll. Also hierhin teleportieren. Der Versuch ist direkt hier rüber und... Ich könnte doch eigentlich auch direkt jetzt hochklettern hier auf den nächsten Schrein. Der muss sowieso hier hin. Entweder zum ersten Schrein oder auf nach Atheno. Alter Leute, 10.000 Jahre, stell dir mal vor, 10.000 Jahre. Wir wissen von Anspielen allem nichts davon, von diesen Wächten und so weiter. Seit 10.000 Jahren kein Legend of Zelda mehr in der Timeline. Krass, ey. Echt krass. Ist die Frage direkt dahin oder jetzt halt doch hier versuchen hochzuklettern. Möglich ist es sicher nicht, aber verdammt ist der hoch. Was war von hier hinten irgendwie da hoch? Aber irgendwo etwas um meine Ausdauer zu erhöhen. Sportmedizin, die wir zumindest dafür sorgen. Ja, sehr gut. Jetzt bin ich allgemein für alles ein bisschen schneller. Okay, das müsste eigentlich reichen. 2 Minuten, bis ich da oben bin. So. Jetzt haben wir die erste Teil nicht geschafft. Oh. Die Monster schaffen mich noch, wenn das weitergeht. Wie komme ich jetzt hier? Da hoch vielleicht? Ich hoffe jetzt nur, es kommt kein Regen. Das wäre jetzt ziemlich viel. Ja. Oh. Das könnte klappen, dann bin ich ein bisschen schneller. Wobei, ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Ausdauer. Boah, so knapp. Ich hoffe, er hat noch durch. Dann noch eine Ziege da hoch. Guten Tag. Oh, au. Oh, ich wollte nur... Ey, das war doch so nicht geplant. Ich wollte da gar nichts tun. Könnte auch rübergleiten? Nee. Das ist mit der Wind ein bisschen zu gefährlich. Ah. Ich glaube, das könnte funktionieren. Nö, das... Das gibt's einfach nicht, hey. Boah. Natürlich muss auswählen jetzt anfangen zu regnen. Ich krieg die Krise. Kommen wir jetzt am besten hoch. Sonst regnet die gar nicht. Nö. Mann. Wetter, kannst du mich bitte mal beruhigen? Ja, das könnte klappen.
Ja, bin nach da, bin nach da. Bitte kein Regen jetzt, bitte kein Regen. Oh, danke schön, kein Regen. So, verdammt hoch. Ich hoffe, ich muss nur einmal hier raufklettern. Spurtlings. Nein, bitte nicht. Nicht noch mehr Regen. Ja, ein bisschen Aufwind wäre jetzt nicht schlecht. Manchmal wünsche ich, ich könnte fliegen. Das wäre jetzt echt praktisch. Abendessen. Hui, bin ich weit oben. Boah, ey. Aber geile Aussicht. Ja, dafür hat es doch gelohnt. So, gib mir eine Schickersteinkarte, muss auch bald schon da sein. Oder wer auf der anderen Seite allerdings darüber segeln kann. Vielleicht wäre es eine Variante, die klappen könnte. Wie kommen wir jetzt hier hoch? Bisschen guten Vorsprung, ja. Hier vielleicht. Mann, oh Mann, das dauert und dauert. Da. Schaff ich das so problemlos? Gut, groß runterfallen kann ich nicht. Ich habe das Parasegel, aber trotzdem. Meine Ausdauer, das wird hängen. Nein. Boah. Es ist so, es ist einfach zu hoch, verdammt. Aber sieht gar nicht so hoch aus. Habe ich so meine Ausdauer ein bisschen erhöht? Zwar etwas, aber das müsste ich dann wohl während des Kletterns nehmen. Laut Schickerstein fühlt es ja nur meine... Das war jetzt gerade ein bisschen doof. Eine Anzeige dann auf... Wo habe ich eine gute Stelle? Ach, besser hier. Schnell hoch! Komm schon, ihr alten Knochen! Ja. Ich weiß, ihr habt 100 Jahre auf dem Buckel, aber das ist keine gute Entschuldigung. Dann erstmal Pause machen und was futtern. Vielleicht jetzt der beste Zeitpunkt hier für ein bisschen Obst. Warte noch nicht. Muss da irgendwie rüberkommen. Auf eine gerade Stelle. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich hab's gleich. Uah. Puh. Oh, wenn es weitergeht, aber bald den ganzen Berg von überall her bestiegen. Boah. Hä? Wie kommen wir jetzt hier am schnellsten wieder hoch? Dann kann ich einfach so hoch. Im Gipfel des Berges eine Pause machen, das wäre jetzt echt etwas. Uff.
Sensor reagiert. Was zum... Oh, das ist ein Steinbock. Da ist gar kein Bock drauf. Ja, meh, ich zurück. Also irgendwo... Kochtopf... Oh ne, wow! Komm raus! Das war ziemlich unhöflich. Was ist ein Octorok-Ballon? Oh, Tentakel, das ist was Neues. Ein Heilbar ist auch noch. Frostkraut. Hier oben ist schon ein bisschen kälter. Ah, hier sehe ich schon, könnte ich mich ausruhen. Perfekt. Die Frage ist bloß... Ein paar Holzbündel. Oh, ein paar Glühbirnen, schön. Ja, Shikasensor hat er schon gehört. Irgendwo hier ist ein Tempel, gar kein Problem. Was ist denn das? Ein Rüstling. Interessant. So, Apfel noch mitnehmen. Ich habe ein bisschen Hunger. Zack. Erstmal ein schönes Feuerchen hier machen. Natürlich im Prinzip gar kein Feuer, so etwas. Ich könnte mal... Holz runter hat's. Ich könnte doch versuchen, Funken zu erzeugen. Klappt so nicht. Wenn ich hingegen mal... den Feuerstein nutze. Das gebracht hat es irgendwie auch nicht. Feuerholz nie, wenn ich natürlich jetzt beides nutze. Ich hoffe, es klappt auch so in der Praxis. Ja, so geht's natürlich auch. Warum auch nicht? Lass mir... Oh, ja, besser, ich übernachte erstmal. Oh, natürlich. Das natürlich davon nicht irgendwie abschrecken. Ah. So, darf jetzt bitte übernachten? Ich hätte große Lust darauf. Feinde? Wo sind noch Feinde? Bis morgens bitte. Gute Nacht.